Es gibt schon einiges, was ihr über mich wisst, aber noch längst nicht alles. Und eigentlich will ich auch gar nicht, dass ihr alles wisst, aber ein bisschen mehr Wissen schadet auch nicht. Und darum wird es Zeit für 20 weitere Fakten, die ihr vermutlich noch nicht von mir wisst. Wieder mal richtig kreativ. Ich bin neuerdings jetzt 16, sprich ich darf jetzt offiziell Bier und leichten Alkohol und so trinken. Lustigerweise bin ich aber der eigentlich Alkohol nicht mal so wahnsinnig gern hat. Also ich kann es gerne und so und ich trinke es auch ab und zu, aber ich bin jetzt nicht der so jeden Freitag einfach so trinken geht mit seinen Kollegen. Darum ja lol, eigentlich hat es mir nicht gebracht, dass ich jetzt Alkohol trinken kann, aber egal. Ich gehe in SLRG. Oder für die 99% der Menschen, die jetzt nicht gecheckt haben, was ich meine. Ich gehe in die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft schwimmen, sprich ich bin der euch dann so rettet, falls ihr irgendwo versauft im Wasser. Ob ich das dann kann, ist eine andere Frage, weil ich es schon lange nicht mehr gemacht und ich habe jetzt noch nie jemanden wirklich gerettet in dem Sinn. Aber theoretisch könnte ich es. Mein Lieblingssänger, so mal abgesehen von Bruno Mars natürlich, ist der Rule. R-U-E-L, also Rule. Ich weiss, es ist ein bisschen doof auf Deutsch, aber egal. Er ist so ein 17-jähriger Australier, der mega gute Musik macht. Und ich glaube, es wäre einfach besser, wenn ihr selber die Musik anhört, weil wenn ich sie jetzt hier einspiele, dann passiert das mit mir von dem Musikkonzern. Oder in anderen Worten, ich bekomme einen Copyright-Strike. Und darum ja, ich tue mega gerne fotografieren. Ich fotografiere in letzter Zeit auch mega gerne mit dieser Kamera. Damit wir da halt so den Film ziehen und nachher da vorne auslösen. Mache ich jetzt nicht, weil ich keinen Film mehr verschwende. Aber für all die es interessiert, ich habe auch noch ein zweites Insta-Account, das ich euch hier verlinken oder auch da unten, dann könnt ihr dort mal vorbeischauen. Yay, Werbung gemacht. Ich habe als kleines Kind so mega viel so englische Let's Player geschaut, die meistens so Minecraft gespielt haben und so. Und dann habe ich mir als Kind immer gesagt, boah, ich will unbedingt auch mal so einen Let's Play-Kanal auf Englisch machen. Hello everybody and welcome to this new Minecraft video. In today's episode we will be fighting the Ender Dragon and it's gonna be really fun. Wobei vermutlich wäre er nicht so cringe. Nein, eigentlich wäre er genauso cringy wie jetzt gerade geworden. Ich liebe Schildkröten. Jetzt mal no joke, die sind so mega süß, so mit ihrem kleinen Panzer und wie sie so mega langsam auf dem Boden rumkrabbeln. Ich finde es einfach so richtig süße Tiere. Ich bin als Kind in die Bubenreihe gegangen. Dort haben wir so richtig krasses Zeugs gemacht, so Backflip, aber so Saltos oder so. Oder dann halt so einen Double Backflip mit 720 Grad Drehung. Okay, nein, das haben wir alles nicht gemacht. Aber wir haben so Strecksprung gemacht. Okay, nein, es war eigentlich echt cool als Kind, aber ich kann einfach nicht können. Nein, wobei eigentlich da kann ich schon etwas können, halt einfach so den Strichsprung. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Jetzt mal no joke, wenn ich einfach so ein Stück Papier hole und neu etwas zeichne. So, sagen wir mal einfach mal, ich zeichne einen Hase oder so. Okay, es ist hure schwer im Staatszeichnen, aber egal. Oh mein Gott, scheiße. Dann sieht das so aus. Ich meine, hallo. Und genau darum habe ich Spanisch gewählt und nicht Bildnis gestalten. Ich liebe die Farbe Blau. Das sehen wir zum Beispiel am Hintergrund, oder meinem Sofa, oder meinem Regal, oder meinem Kübel. Passend zu Blau, ich bin Sternzeichen Wassermann. Lesen wir mal doch einfach das neueste Horoskop vom Wassermann durch. Wichtige Entscheidungen sollten eventuell vertagt werden. Die Sterne stehen ungünstig für ihre Vorhaben. Merci. Doch nun heißt es durchhalten und sich noch ein wenig Zeit lassen. Schließlich planen sie eine positive Entwicklung in ihren Vorhaben, die später mit Erfolg in die Tat umgesetzt werden sollen. Okay. Nützen Sie die kleine Pause noch einmal, um alles in Ruhe durchzudenken. Okay, das hat eigentlich so absolut nichts über mich gesagt, aber egal. Jetzt mal so ein Experiment. Ich will einfach mal, dass ihr euch einen Äpfel vorstellt in eurem Kopf. Macht einfach die Augen zu und stellt euch einen Äpfel vor. Fertig? Jetzt will ich von euch wissen, könnt ihr Nummer 1 euch gar nichts vorstellen? Könnt ihr euch Nummer 2 so etwa den ungefähren Umriss, sprich einfach so eine runde Form vorstellen von einem Äpfel? Könnt ihr euch Nummer 3 so die ungefähren Konturen und vielleicht so ein bisschen Farbe vorstellen vom Äpfel? Könnt ihr Nummer 4 ein detailliertes Bild von einem Äpfel, aber halt einfach so 2D und halt so wie gezeichnet vorstellen? Oder könnt ihr Nummer 5 euch so einen richtigen 3D-Äpfel vorstellen? Ich persönlich wäre jetzt Nummer 5 und mich nimmt es mega Wunder, was ihr seid. Darum schreibt das einfach gerne in die Kommentare rein, weil ich habe vor kurzem herausgefunden, dass es anscheinend Menschen gibt, die sich wirklich gar nichts vorstellen können oder dann nur so richtig wenig vorstellen können. Und ich finde das so richtig faszinierend. Darum schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr für eine Nummer sind. Was ich in Nummer 7 gesagt habe, ist eine Lüge. Eigentlich habe ich gar nicht gerne Schildkröten. Okay, nein, warte, eigentlich habe ich Schildkröten schon gerne. Aber wenn ich Schildkröten gerne habe, dann heisst es ja, dass die letzte Nummer eine Lüge war und Nummer 7 doch keine Lüge war. Oder einfach absolut nicht. Ich wollte als Kind immer Schifffahrer werden. Weißt du, so jedes anderes Kind in diesem Alter hat so Polizist werden oder keine Ahnung, so Schauspieler oder so. Nein, Schifffahrer. Ich weiß auch nicht, was mit mir falsch gelaufen ist damals mal. Ich bin immer noch kein Partymensch. Yay! Ich bin zwar nicht mehr der Sieg, der so lonely im Ecke hockt und einfach nicht mehr auf sein Leben klarkommt, aber ich bin trotzdem noch so einer, der jetzt nicht so unbedingt an eine Party will gehen, wenn es nicht unbedingt muss sein. Von dem her sehen wir, dass wenn man 16 wird, dass man dann nicht unbedingt plötzlich Partys gerne hat oder so. Ich weiss auch nicht, wieso dass ich das erwartet hätte. Ich habe als Kind richtig gerne mit Lego gespielt. Ich habe sogar
so einen fetten Kasten, einfach so voll mit Lego. Also er ist nicht mehr voll, weil ich die Hälfte verloren oder so, aber der war mal voll mit Lego. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso dass ich das immer noch habe, weil ich brauche es eigentlich nicht mehr, aber egal, es nimmt voll viel Platz weg, aber eigentlich ist es voll scheiße und ich weiss auch nicht, wieso dass ich das brauche und von dem her... Ich fahre Ski. Hure krass, oh mein Gott. Nein, okay, jetzt mal ernsthaft, also ich bin jetzt nicht der so richtig krass so Ski fährt und so hure schnell ist und also fett mit Karve überholt und richtig krass gut ist und so. Sondern ich bin mehr so der, so, wenn er so eine schwarze Piste sieht und so oben steht, so runterschaut und sich so denkt, nee. Danke. Ich habe so etwas, was man auf Englisch OCD nennt oder auf Deutsch halt so eine Zwangsstörung. Und das ist halt einfach so, dass man bei gewissen Sachen will, dass etwas genau so ist und man ist dann gezwungen, das so zu machen. Sprich, ich will zum Beispiel immer, dass meine Fernbedienungen auf meinem Nachttisch halt genauso parallel zueinander sind. Oder ich habe das dann zum Beispiel auch so bei meiner Tastatur auf dem Tisch oder so, dass sie so gerade muss sein, genau zum Tisch. Ich weiss nicht, wieso dass ich das habe. Anscheinend ist es irgendeine psychische Krankheit, wo das irgendwie verursacht und so. Habe ich bis vor kurzem nicht gewusst. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach weiter hindern. Nein, okay, so schlimm ist es auch nicht, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen nervig von Tag zu Tag, wenn man halt so die Sachen zwischendurch macht. Und Fakt 20 ist, dass ich umgebaut habe. Vielleicht hat man das vorher auch schon gesehen, aber ich habe jetzt da neuerdings 3 so Regale. Yay! Ja, ich weiss nicht, wie viel das gejuckt hat, aber ja. Und noch ein Bonusfakt 21. Es ist gleich wieder so weit für das M-Gerät, das heisst, schreibt einfach gerne eure Ideen und Fragen und einfach komische Sachen da unten in die Kommentare rein. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, es ist euch völlig überlassen, ob ihr mir da schreiben oder lieber auf Instagram. Aber ja, dann würde ich eigentlich auch schon sagen, wäre es das gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen hoch da. Und dann ja, würde ich auch schon sagen, wäre es das gewesen mit dem Video und ich sehe euch das nächste Mal. Ciao zusammen! Und nein, ich habe das Video nicht gemacht, weil ich keine Idee hatte für andere Videos. Was meinen ihr eigentlich?